Lord Lovis ist ganz in der Nähe. So. Es ist jetzt ziemlich überschnitten. Also nein, es fehlt jetzt ein paar Sekunden bei dieser Aufnahme. Ich hatte ein leichtes Problem gehabt, und zwar hat es mich nicht aufgenommen bei meiner Aufnahme von heute. Ich habe gerade einen ziemlich schweren Anfall gehabt wegen dem, weil ich es relativ spät gesehen habe. Ich habe also noch viel weiter gespielt. Ich habe etwa 2,5 Stunden gespielt und es hat mich nicht aufgenommen. Ich habe es viel zu spät gemerkt, leider. Ich werde jetzt... Mein Problem ist, ich habe leider keinen anderen Speicherstand mehr. Ich habe jetzt nur noch den hier. Also ich bin jetzt gerade vorhin bin ich draussen gewesen, bin jetzt ins zweite Tor reingekommen und bin jetzt hier innen vom Turm. Der Teil, wo man mich nicht hört, werde ich versuchen beim Rendern das alles eine Folge zu machen, dort wo man mich nicht hört. Und ab da ist wieder eine Folge. Also wieder eine viertelstündige Folge. Ja, leider kann ich es nicht ändern. Ich hätte gerne die komplette Aufnahme von heute noch einmal von vorne machen. Aber ich habe halt einfach keinen anderen Speicherstand mehr gehabt. Ich habe den müssen nehmen. Und es ist jetzt halt etwa eine halbe Stunde stilles Spiel, ohne mich. Ja, also ich werde jetzt halt da mal weiterspielen. Ich kenne das jetzt halt alles schon da. Darum werde ich das jetzt halt ein bisschen schnelleren Durchlauf durchspielen, weil ich es schon kenne. Erzählt habe ich eigentlich nicht viel Wichtiges, Interessantes. Das Einzige, was ich noch gesagt habe, als ich gerade da die Aufnahme angefangen habe, dass ich noch schnell ein bisschen gegoogelt habe bezüglich vom Inventar, also Gegenstände, die man im Inventar hat, ob man das irgendwo kann deponieren in einer Kiste oder ob man irgendwie ein Haus kann kaufen oder so. Bis jetzt noch nicht. Es heisst in einem Drachenturm, ich bin jetzt aber nicht sicher, ob der gemeint ist, wo ich jetzt hier innen bin. Kommt man in Kisten über, wo man sein Zeug kann deponieren kann. Ich habe aber vorhin bei meiner Aufnahme nichts gefunden. Vielleicht finde ich jetzt etwas, ich weiß es nicht. Aber es ist jetzt auch nicht wichtig. Ich habe es als Guild jetzt tragen, also dass ich mehr tragen kann. Ich habe jetzt 120 und habe 69 beleidigt. Also ich kann noch einiges mitnehmen, darum pressiert es jetzt gerade nicht. Bücher, die ich noch drin hatte im Inventar hier, die habe ich gelöscht, die braucht man eigentlich nicht, man kann sie durchlesen, es geht ein bisschen um die Geschichte. Ich habe die jetzt eigentlich nicht alle durch oder vorlesen beim Let's Play. Also wenn man die selber hat, kann man die mal durchlesen. Dann kann man die eigentlich gut löschen, sie nehmen eigentlich nur Platz weg. Darum habe ich das auch gemacht. Man sieht es auch im Video. Ich habe es eigentlich dort auch erzählt, aber eben, leider hört man mich halt nicht. Gut. Jetzt gehen wir hier rein vom Turm Lovis. Jetzt haben wir hier die Leichen, können den plündern. Eine Schriftrolle. Die können wir jetzt anwenden. Die haben wir hier drinnen. Die Schriftrolle birgt einen Zauber in euch bekannten Schriftzeichen, deren genaue Bedeutung sich euch jedoch nicht erschließt. Ihr versucht dann noch den Zauber zu lesen. Was das wohl bewirkt hat. Bewirkt hat das, dass ein Hebel kommt. Gut. Benutzen wir den. Ich weiss ehrlich gesagt auch gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe, wie manchmal ich noch hin und her gelaufen bin, zu der Stadt her, wieder zurück. Ich glaube, ich bin einiges Mal hin und her gegangen, weil ich sehe, ich habe gerade keinen Zaubertrank mehr, Heiltrank. Von denen habe ich auch noch einige gekauft. Ja, leider Gottes, ja, es ist sehr ärgerlich, aber ich kann es nicht ändern. Gut, jetzt fangen wir hier an. Seid ihr gekommen, um eine Audienz bei Lord Lovis zu erhalten, Sterblicher? Ja, deswegen bin ich hier. Dann beweist, dass ihr das nötige Wissen habt, um von ihm empfangen zu werden. Wer gebar Lord Lovis? Gut, zu dem muss ich jetzt gerade sagen, da kommen jetzt einige Fragen. Das ist, also ich habe sie nicht mitbekommen, ich weiß es nicht, ich könnte sie nicht beantworten. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelchen Büchern gestanden ist, die ich gesammelt habe. Ich vermute es schwer. Weil irgendwoher muss man es ja wissen. Ich habe jetzt halt da ein bisschen beschissen und habe im Internet ein bisschen geschaut und habe mir die Antworten rausgesucht. Wer gebart Lord Louis? Das war Anastas, Königin
des antiken Pharao. Sehr gut. Sehr gut. Wem dient Lord Lovis? Wem dient Lord Lovis? Dem Drachengott Ouroboros. Sehr gut. Was war Lord Lovis' größter Sieg? Sein größter Sieg, die Schlacht der 10.000, in der er mehr als 600 Soldaten und 3 Generäle des Schwarzen Rings tötete. Sehr gut. Wer hat Lord Lovis' Untergang in die Wege geleitet? Das ist der Baal, der Erzdämon, der dieses Tal überfiel. Sehr gut. Unter welchem Namen war das Trümmertal bekannt, als Lord Lovis noch dort herrschte? Das war das Tal der Schreine. Sehr gut. Und damit ist die Wissensprüfung beendet. Gut. Ja, ich habe mir jetzt das halt relativ einfach gemacht. Aber ja, ich glaube, das passt schon. Euer Wissen ist beispielhaft. Ihr dürft meinen Meister sprechen und dabei das herrschaftliche Ehrenamulett tragen. Gut. Ah ja, genau, da haben wir natürlich jetzt die Quest. Gut, da nehmen wir die Erfahrung. Ja. Was haben wir denn da? Ein Sterblicher ist in meinen Turm eingedrungen. Sicherlich ein Versehen. Nicht ganz, Lord Lovis. Ich wurde von Lady Talana höchstpersönlich hierher geschickt. Ein Drachenritter hat euch hierher geschickt? Eine interessante Wende des Schicksals. Jedoch nicht unerwartet. Sie dachte, dass ihr mir vielleicht helfen könnt. Ja. Und wie sollte ich euch helfen können? Ich muss Damian töten, aber ich weiß nicht wie. Wie es das Glück will, weiß ich, was Talana vorhat. Und obwohl ich ihre Absichten gut heiße, halte ich ihr Ziel für bedenklich. Die Halle der Seelen. Ich verstehe weder eure noch Talanas Feindseligkeit gegenüber Damian. Ihr Drachen hebt euch mit ihm verbündet und den Göttlichen getötet. Nein, ihr nennt uns Verräter, aber wir sind diejenigen, die verraten wurden. Damian hat einen Ritter manipuliert und ihn dazu gebracht, euren gottgleichen Meister hinterrücks zu erstechen. Er setzte seine Pläne in die Tat um. Der Göttliche ist tot. Seine dämonische Armee erlitt große Verluste. Ja, aber verborgen vor menschlichen Augen lässt er seine Streitkräfte wieder erstarken. Wie sorgfältig er doch sein hinterhältiges Spiel geplant hat. Higerna wurde gerächt. Und da der Verdammte wusste, dass es Jahrzehnte dauern würde, bis er wieder seine alte Stärke erlangt, sorgte er dafür, dass die Menschheit einen anderen Feind zu bekämpfen hat. Und genau das taten die Drachentöter. Sie haben die alte Rasse ausgelöscht und der schlummernden Bedrohung durch Damian keine Beachtung geschenkt. Welche Verbindung besteht zwischen Damian und der Halle der Seelen? In ihr verweilt die Seele seiner großen Leidenschaft, Higerna. Ihre Seelen sind miteinander verbunden und dadurch eins, im Diesseits wie im Jenseits. Legt sich der Schleier des Todes überein, so sterben beide. Damian sprach den Zauber jedoch nur wenige Augenblicke nach der Exekution seiner Angebeteten. Dadurch wurde die Wirkung des Zaubers umgekehrt. Sollte nun Higerna wieder zurück ins Leben gebracht werden, ist Damian derjenige, der stirbt. Das war Talanas Mission. Und jetzt ist es eure. Wo finde ich die Halle der Seelen? Das weiß ich nicht. Ich weiß jedoch, dass mein ehemaliger Meister, Maxus der Drachenmagier, sie einst gefunden hat. Wie immer hat er seine Forschungen schriftlich festgehalten. Dieses Buch muss immer noch in seinem Tempel sein, nicht weit von hier. Seit sehr langer Zeit war niemand mehr dort, aber ich bin im Besitz eines Schlüssels. Er gehört jetzt euch. Die Halle der Seelen zu finden, wird eine lange, beschwerliche Reise sein. Solltet ihr jedoch Erfolg haben, wird unser alter Feind vernichtet. Geht zum Tempel und findet das Buch. Und wenn ihr schon dort seid, könnt ihr euch vielleicht für mich um eine kleine Angelegenheit kümmern. Und was für eine Angelegenheit ist das? Meine Erlösung. Ich bin nicht aus freien Stücken in dieser Farce, jenseits von Leben und Tod, gefangen. Nein, mein Freund,
Ich habe Maxos Schande gemacht. Und das ist meine Strafe. Was ist geschehen? Ich hatte den Befehl, diese Gegend vor dämonischen Angriffen zu schützen. Die Zeit verging und meine Macht wuchs. Und so wurde ich hochmütig und dekadent. Der Wachsamkeit folgte Trägheit, dem Pflichtbewusstsein Genusssucht. Als der Dämon Lord Baal mit seiner Armee anrückte, wurde das Tal in kurzer Zeit überrannt. Deswegen wurde ich bestraft. Auch ich gebe mich gerne den sinnlichen Freuden hin. Man ging mit euch zu hart ins Gericht. Danke für euer Verständnis. Wenn nur jeder so denken würde. Dennoch bat ich um eine Begnadigung, die ich jedoch nicht erhielt. Zu lange sieche ich schon dahin, ohne zu verrotten. Maxos trennte meine Seele von meinem Körper und verbannte sie in einen Seelenstein in seinem Tempel. So nah und doch unendlich weit weg. Geht zum Tempel und bringt meine Seele zurück. Sie ist im Besitz meines alten Rivalen Amdusias. Tötet ihn und kehrt dann zurück. Ich verspreche euch eine große Belohnung. Erzählt mir von Igerna. Als Damian unter der Vormundschaft des Göttlichen aufwuchs, war er sich der Tatsache nicht bewusst, dass er die Inkarnation des Bösen ist, das einst von seinem Ziehvater vernichtet worden war. Der schwarze Ring wusste jedoch davon und entsandte eine junge Hexe, um seine schlummernden Kräfte zu wecken. Das tat sie, und sie verliebten sich sogar. Für das Paar ging alles gut, bis Igerna entdeckt und vom Göttlichen enthauptet wurde. Damian, der in der Zwischenzeit ein großer Zauberer geworden war, verband seine Seele mit der seiner Liebsten, als sie die Klinge zu spüren bekam. Danach brach der erste Dämonenkrieg aus, den der Göttliche mit seinem Heer aus Paladinen für sich entscheiden konnte. Die zweite Plage durch Damian, der große Krieg, verlief weniger erfolgreich, wie ihr wisst. Er endete in einer erbitterten Pattsituation. Gewinner und Verlierer stehen noch nicht fest. Könnt ihr mir noch etwas über Maxos erzählen? Er war ein Zauberer mit so großem Wissen, dass er bei den Drachen ein hohes Ansehen genoss. Sie lehrten ihn Dinge, von denen kein Mensch je zuvor gehört hatte. Und als er seinen Drachenturm erbaute, ein riesiges Bauwerk voller Magie, vermachten sie ihm die ultimative Fähigkeit. Wie sie konnte er gewöhnliche Menschen in Drachenritter verwandeln. Dadurch wurde er, abgesehen von der alten Rasse, zum mächtigsten Wesen von ganz Rivellon. Er hätte diese Welt erobern und versklaven oder sie in ein Paradies verwandeln können, wenn er dies gewollt hätte. Aber diese Art von Herrschaft und Macht, sei sie gut oder böse, interessierte ihn nicht im geringsten. Für ihn ging es nur um Wissen, während seine Drachenritter über Rivellon herrschten. Ritter wie Orobas, Talana und ich selbst. Bis er eines Tages unter ungeklärten Umständen verschwand und nie wieder gesehen wurde. Das war vor ungefähr 1000 Jahren. Sein Drachenturm stand so lange leer, bis Lycan eines Tages das magische Siegel aufbrach und den Turm als Labor für seine finsteren Experimente nutzte. Was ist der Unterschied zwischen Drachen und Drachenrittern? Die Drachen sind die Alten, die Drachenritter ihre mächtigsten Diener. Menschen werden in jungen Jahren von Drachen auserwählt und mit Drachenmagie durchdrungen. Sie werden mächtiger und intelligenter als gewöhnliche Menschen und leben sogar länger. Aber ihre eindrucksvollste Fähigkeit ist es, die Gestalt eines Drachen annehmen zu können. In der Gestalt unserer Drachenmeister sind wir die Ritter, die Könige unter den Menschen. Herrscher mit unerreichter Macht. Als sich im Laufe der Jahrhunderte die richtigen Drachen immer seltener zeigten, unterschieden die Menschen nicht mehr zwischen beiden.
Heutzutage wissen sogar einige nicht mehr, dass es überhaupt einen Unterschied gibt. Einen großen Unterschied. Erzählt mir von Amdusias. Aber eines Tages, wir waren nicht älter als 17 und so übermütig wie alle jungen Leute, versuchten wir Zauber zu sprechen, die unsere laienhaften Fähigkeiten überstiegen. Ein Feuersturm fegte durch eine kleine Stadt und tötete hunderte Bewohner. Voller Ehrfurcht starrten wir auf die schöne apokalyptische Szenerie, bis unser Lehrer kam. Außer sich vor Wut wollte er uns die Zurückhaltung und Verantwortung lehren, die der Weg des Zauberers erfordert. Und um sich unsere Bereitwilligkeit sicher zu sein, sagte er, dass nur einer von uns Drachenritter werden würde. Seit diesem Augenblick waren Amdusias und ich erbitterte Rivalen im Kampf um die Drachenwürde, den ich letztendlich für mich entscheiden konnte. Amdusias blieb Messdiener im Maxos-Tempel, wo er nun mit unbändiger Freude im Besitz meiner Seele ist. Es überrascht mich, dass ihr noch nicht auf meine silbernen Augen eingegangen seid. Was bedeuten sie? Dass ihr einst ein Drachentöter wart? Ja. Nur wenn das Blut des Drachen wie 1000 Flammen der Macht und Weisheit durch eure Adern fließt, seid ihr wirklich neu geboren. Was davor geschehen ist, spielt keine Rolle. Es war ohne Belang und Auswirkung. Warum kann ich noch nicht die Gestalt eines Drachen annehmen? Nur die reine Drachenenergie, die in Maxos Drachenstein eingeschlossen ist, kann das in euch schlummernde Drachenpotenzial freisetzen. Er befindet sich jedoch im Drachenturm und in diesem herrscht Lycan. Wer ist Lycan? Er ist ein Nekromant und wahrscheinlich die abscheulichste Kreatur von ganz Rivellon. Sogar krankhafter als der Verdammte und in seiner Macht nur Damian unterlegen. Tod, Pein, Verstümmelung und schreckliche Auferweckungen sind sein Leben und seine Leidenschaft. Um ein Drache zu werden, müsst ihr ihn vernichten. Eine Tat, von der viele träumen, aber niemand hat es jemals gewagt. Ihr sucht diesen Turm also seit über 1000 Jahren heim? Ja, das tue ich. Und ich wurde in all diesen Jahren weiser und verbitterter. Die meisten haben mich vergessen, aber ich habe Rivellon nicht vergessen. Hilflos musste ich mit ansehen, wie Damian mit all seinem Hass Rivellon zerstörte. Es ist gut zu wissen, dass wenigstens eine andere Person versucht, sein Schicksal zu besiegeln und gleichzeitig die Ehre der Drachen wiederherzustellen. Wie ihr wünscht, Drachenritter,